Laten we tot beten als kerk. Vader, we danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Heiligen Geist. Und wir vertrauen nu dat de Heilige Geist het Wort wird nehmen, dat lebendig merken, dat Kraft geben und Menschen verändern. In Jesus' Namen. Amen. Some jaren 3, dan las ik een geschichte. En dat was een geschichte van een paar lieden. Zij woonden in een beetje buitenkant stad. Oder wir würden sagen, in een country, oder op dem land. En zij hadden een kleiner jong. Das Jung, der war ungefähr zwischen 2 und 3 Jahre alt. Aber einmal einen Tag, dann ist der Jung wach. Und die Mama, die sagt, ganzes Haus durch, ganzer Hof. Und sie fängt den Jungen nicht. Sie fängt ihren Mann, der kommt von der Arbeit in das Haus gefahren, und so sei so kann. Und er sagt, taub, Haus durch, der Wirtschaft, der Nubasch fangen an zu sägen. Aber sie fängt nicht den Sinn. Sie fangen an, Familie zu bauen, Freundschaft, sie fangen die Polizei. Und das geht nicht so lang, dann haben sie eine ganze Herde Menschen taub, was die enthalten nur ihr Jung sehen. Und so dann die Polizei dort organisieren. Sie dann kleine Gruppen taub stellen und die gehen dann alle in ihre eine Richtung nehmen, wo sie nur das Jung sehen. Die haben alle entweder ein Radiomat oder ein Phone oder was. In jeder Stunde man die 3 berichten, als sie irgendwas gefunden haben, oder dass da irgendwo eine Spur ist, oder dass da irgendwas ist, was sie vielleicht können utfinden, wo das jung geblieben. Und wir können uns feststellen, so eine Eltern, jeder Stunde klappt das hart, und jeder Stunde hoffen sie von Horten, dass jemand wird sein, wie weiten wird. Wir haben was gefunden. Aber die erste Stunde kommen die Nachrichten 3, wir haben keine Spur gefunden, nichts gefunden. De tweede stund, derde, vierde en de ganze dag even. In alle stunden komt de Nachricht rein, wir haben nichts gefunden. Keine Spur. Die Sonde jetzt unja. Und diese Eltern weiten nicht, wohin. Kleiner 2 Jahre jung, du allein im Wald, wo vielleicht von Tieren verräten. Oder vielleicht von einem dummen Mensch mitgenommen, sie weiten nicht. Wo ist uns jung? Zu ist es an den Neuigkeiten über TV, und dann sitzt eine Frau dort, die der Meeresstand aufwohnt, und sie ist eine Frau, die einen Hund hat, die gelehrt ist, zu Menschen fängt. Und sie zweifelt nicht, sie nimmt den Hund, sie packt ab, sie fährt durch die ganze Nacht über die Hand, zum Morgen kommt sie daheim, sie weiß nicht, dass der Hund noch was kann, fängt oder nicht, wenn das soll bei 24 Stunden, was der Junge wach ist. Aber sie wollen versehen. Und sie geben den Hund was zurück von den Jungen, seine Kleider und so weiter. Und dann lässt sie den los und der Hund der rennt auf dem Hof ran, einmal als wach im Boot nehmen. Und sie geht den Hänger an in die erste Stunde. Nu hat die Eltern war ein Bett Hoffnung. Aber die erste Stunde kommt der Nachricht, wir haben nichts gefunden. Die zweite Stunde, keine Spur. Die dritte Stunde. Dann bei einmal kommt eine Nachricht von einem Helikopter, was in der Luft ist, das ist ein Helikopter, was von der Luft sieht. Und dann kommt die Nachricht, dass sie glauben, der Hund hat was gefangen. Aber das ein bisschen hängen am Basch und hängen am Stein, sie kann nicht korrekt sein Wort, aber sie glauben, du jetzt was fair, der Hund hat was gefangen. Und wir können uns feststellen, der Eltern erhört, wo das klappt, und wo sie hofften, dass die Wutweins noch leben. Aber dann meistens kommt die Nachricht von dieser Frau und sagt sie, wir haben den Jungen gefangen. Und der lebt. Das ist ganz okay. Der ist hungrig und durstig und der roht und der fragt nur Mami. Weet je, gute Nachricht. Wenn je ever in je leven een leeuwje was sind, wo je sonst dort beleefd hebt, dann weet je hoeveel wert eine gute Nachricht ist. Wir fangen von der eine frische Reihe von Botschaften an, und wenn je dort checken, dann sehe je dort, dass du eine Frau und Theken hängen. Und vielleicht habe je gewundert, was meint das Frau und Theken? Und weet je, ich stelle nicht Gott seine gute Nachricht in Frau. Gott seine Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus, das ist immer eine gute Nachricht. Aber, nu stellt es mal vor, und ich glaube, das bei der Geschichte bei, aber stellt es mal vor. Diese Menschen, die Gruppen, die waren alle 3 geraubt, die kriegen alle die Nachricht, wir haben einen Jungen gefangen, der lebt, der ist gesund, der ist okay. Und alle Mann kamen 3, die schrien, die jochen, die singen. Und sie waren sich einig, sie waren da ein Fass haben, die Barbecues waren über Deal geholt, die Steaks waren geholt,
drinken, was geholt. Und wir waren hier über Tag und Fast führen, wegen des Jungen, der wir wacht, der wir sozusagen dort, wir hatten drei. Und als die Mädel im Fast sind, dann kämpfen fort, ich habe eine Organisation von der Regierung. Und sie sagen, wir müssen ein Kind wegnehmen, die sind nicht fähig, um dort abpassen. Kan je verstellen wat dat te gouden nodig wordt doen? Kan je verstellen wat de lieden worden feilen? Kan je verstellen, wenn die dort am Hof wären, ich stelle mir so für die Menschen, die dort am Hof wären und Steaks backen, die würden sagen, noch sehr lang nicht. Das Jung habe ich gefangen, die Eltern sind fähig. Wir wollen hier verstehen. Wir haben auf Englisch ein Sprechwort, das sagt, over my dead body. Über mein Doja Charpa, was du das Kind wegnehmen. Und wir können uns verstellen, die Menschen die würden fäten durchgehen, dass nicht eine andere Organisation das Kind wegnehmen und dort von den Eltern wegnehmen. Aber weißt ihr was, Lied? Jesus Christus hat uns eine gute Nachricht gegeben. Wir sind der Leuchtturm Christus, aber der Feind versägt unsere Freiheit in Christus wegzunehmen. Und das will ich von der Welt ein bisschen denken. Und das ist, was das Frauenteken tut. Das Frauenteken fragt, ist Gott seine gute Nachricht für die? Wirklich eine gute Nachricht. Aber bist du vielleicht gefangen genommen von dem Feind? Und du hast was passiert in deinem Leben, dass die Nachricht, dass die Erlösung durch Christus ist nicht wirklich mehr eine gute Nachricht für dich. Denken du, wir sind Helden. Ich wollte Ihnen von dir ein klein bisschen die Geschichte vertellen von Israel und von dem heidnischen Volk, in wo die Heiden durch tausende Jahre ausgeschlossen werden von Gott sein Plan. Ausgeschlossen von Gott sein Bund. Und so, ich hatte es genannt, dass wir als Heiden, wir sind dort verlorene Kind. Wir sind verbessert sozusagen, wir sind im Wald. Und weißt du, durch das Alte Testament, da haben wir, wo Gott sich ein Volk raubt, er raubt sich sozusagen eine Familie. In Abraham, von Abraham kommt das israelitische Volk. Und Gott sah sich das Volk apart. Nicht, wenn er die Heiden hassen wird, nicht, wenn er alle anderen Menschen will nur den Hals schicken, aber nur, wenn Gott will, durch das Volk, durch Abraham seine Familie, will Gott sich offenbaren zu der Welt. Und weißt du, durch das Volk haben wir unsere Bibel, durch das Volk haben wir unsere Propheten, durch das Volk haben wir unsere Erlöser. Und wenn du eine Bibel in deinem Haus hast, die Bibel, die kommt durch das israelitische Volk, durch das jüdische Volk. Und weißt du, Gott sah sich das Volk apart. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann finden wir, dass Gott sagt, die sollen nicht befreien mit den Nichtjüden, die sollen nicht mit denen vermischen, die sollen nicht durch ihre Götter nur folgen. Und so Gott, so zu sein, sah sich sein Volk apart. Und die Ursache ist nicht, wenn er $1 legt oder andere Menschen hassen und so wieder. Aber die Ursache ist, wenn Gott will uns wiesen, wer er ist. Und weißt du, alles, was ich und du kann von Gott, ist so, was er uns gesagt hat. Das gibt zwei Sorten von Offenbarung. Das gibt eine allgemeine Offenbarung. Das ist die Schöpfung. Das sind die Stirns. Wenn die mal zu uns rübergehen und die checken nur an die ganze Welt, das weist nur eine höhere Kraft. Das weist uns nicht ein persönlicher Gott, aber das weist uns, dass du wie ein Schöpfer, du wie eine Kraft und dass du als ein Gott. Und der schon dachte, durch die ganze wissenschaftliche Welt, Scientific World Welt soll sein, dass alle bloß entwickeln und so wieder, wenn wir wollen Gott erüht. Aber Gott offenbart sich durch dort. Aber wenn dort alles wäre, was wir haben, dann würden wir nicht ein persönlicher Gott haben. Dann würden wir nicht ein persönliches Verhältnis haben mit Jesus Christus. Und so Gott nimmt das Volk, diese Familie. Und so er offenbart sich durch ihn, er schafft durch ihn, er gibt sein Wort durch ihn. Dann, als Jesus kommt, und weißt du, ich soll hier noch ein klein bisschen mehr zu sein. Das jüdische Volk, Gott sein Plan wäre, dass er wohl durch das Volk sich offenbaren zu der Welt. In anderen Worten, Gott will haben, dass das Volk soll das Missionarvolk sein, sozusagen. Das Volk soll dort sein, wo durch sein Wort in der Welt bekannt wird. Aber Israel, wir antrühen dort und sie folgen viel Dollar einmal da, geht da nur und es steht, dass sie ein Licht werden für dich und so weiter. So, das ist eine lange Geschichte, wir wollen nicht ganz nennen gehen. Gott sein Ziel wäre, und Gott hat von
von der Ewigkeit her geplant, dass er wird die Herden mit anteilen. Vielleicht Frau, je wat heeft dat met mij te doen? Dat heeft met die te doen, wenn du bist een Herd. Du bist een verlorene Kind. Du bist dort in Welt. Und du hast kein Weg für die zum Dreh. Und so du wirst gleich mit angeteilt in Gott sein Bund, ich wir nicht. Und so als Jesus kam auf diese Welt, dann hatten die Juden dort noch viel eher gemerkt. Und so mit ihrer Tradition, mit ihrer ältesten Tradition und so wieder, hatten sie eine sehr hohe Wandgebiet zwischen den Juden und Herden. Und wenn ihr das Neue Testament lesen, dann wo ihr mehr Fuß fing, dass die Juden haben nichts mit den Herden zu tun, sie können nicht mehr mit denen zum Eten, die können nicht im Tempel nehmen. Und so, du im Tempel in Jerusalem, denk je mal nach. Weet je, manchmal denkt wie so, ich wünsche Gott reden mal, war er so klar, als er dann da zu Abraham und zu Moses und so weiter. Weet je, was das really wäre? Da wie einer steht, in der rein ganzen Welt, in ein Land, in ein Gebiet, und da wie ein Mensch bin, was er kann in noch Gott nicht gehen wird gehen. Dort wird der alle Bund. Von der kann ich mit Gott vertrauen, den da was wir wollen. Und so, dass wir dann gleich so viel Dollar aufgedeckt, was wir machen bleiben. Wenn Gott vielleicht mit dieser einzelnen Person reden und so weiter. Aber die Juden hatten nicht viel eher gemerkt, weil sie hatten ihre Traditionen. Gerade so sie eben Sabbat hatten über 600 Gesetze, bloß von Sabbat, so hatten sie auch über die Herden. Und so die Herden werden verboten, die werden ausgeschlossen, die werden anrein. Und ich meine, ich habe Zeit im Juden vertalen von der Reinigungsgesetzen, was Israel hatten, so wieder. Weißt du, da werden wasser Dinge, wenn sie die deuten, oder wenn sie wasser eten deuten, oder wasser Dinge anschauen, dann werden sie anrein. Nicht Gries, aber zeremonialisch anrein. Also sie können nicht einen Gottesdienst nennen und so weiter. Die Kirche wird Taufe wenn sie anrein werden. Und so, da werden so eine Dinge dort. Die Herden hatten nicht die Reinigungsgesetzen und so, die werden immer anrein. Und so, in Jesus in der Zeit, der eigentlich nicht mal mein Herd hat, der ging nicht in den Herd sein Haus nehmen, und die Herden können nicht in ihr Haus nehmen. Nun denkt ihr mal nach. Stellt ihr mal vor, dass das Hospital Sima in Chihuahua hat die Heilung für Krebs. Die haben eine Art Medizin, die wird Krebs 100% immer heilen. Bloß, du kannst du nicht nennen, wenn du bist nicht der rechte Art Person. Du kommst nicht von der rechten Familie. Du kommst nicht von der rechten Volk. So du stehst du in einer Fairlife wie Sima Hospital, du sitzt vor anderen Menschen, du einmal zu denen gehen und die kommen geheilt durch, aber du kannst du nicht nennen, wenn du hier zu der rechten Volk. Das ist das Bild von den Herden. Du im Tempel in Jerusalem sagen, Geschichte die wir uns, da hatten sie bei den Deren, hatten sie alle einen Zehn, weil der bitterste Hof, die wir für die Herden. Du können die Herden nennen. Dort, wo die Juden ihre Schacherie hatten, mit all ihrer Schubfähigkeit und so weiter. Dort, wo Jesus in der Rüttreif, wenn das Haus soll ein Bethus sein für die Völker von der Welt. Und sie hatten eben dort nichts gemerkt. Und so, da bei den Deren, da hatten sie ihre Zehns, und da seht ihr an, dass für jeder Nicht-Jude, wenn du hier vorbeigehst, bei diesem Punkt, dann wählst du die Salz, den Tod. Und weißt du, die Juden, die mögen die Menschen dort, was du vorbeiging. So schrecklich nah wird. Und so eine hohe Wand hatten sie gebaut. Even Paulus, Luther, sie nehmen Paulus fast und sie beschuldigen ihn, du hast ein Herd im Tempel angenommen. Das wird euch so. Aber das, was sie am sehen. Aber dann kommt Jesus. Und dann sagt Jesus so eine Dinge zu seinen 12 Aposteln, zum Beispiel, er sagt, Gott bloß nur das Haus Israel. Gott nicht nur die Samariter, Gott nicht nur die Herden, bringt die Gute nur die Juden allein. Und wie wir waren ausgeschlossen. Jesus hat einen Tag durch ein paar Städte, dort wird eine heidnische Gegend, bei Tirus und Sidon, und dort hat Jesus einen Tag mit seinen Jüngern taub, und dann kommt eine Frau. Und diese Frau hat eine kleine Tochter. Und die Tochter, die wir sozusagen verloren, die hatten bei sich Jesus. Und so diese Mama, die kommt und die fragt Jesus, dass er doch würde ihre Tochter heilen. Weißt du, was Jesus sagt? Ich bin bloß für die Juden gekommen. Und dann sagt er, wir sollen nicht das Brot von den Dash nehmen, die Hunde geben. Hier ist es ein bisschen interessant, nicht? Und wie man dann denkt, Jesus hast du gleich gedacht zu dieser Früh. Aber Gott, sein Erlösungsplan, hat seine Staupen. Und dann, als Jesus hat diese Erde, dann wird das noch nicht up für die Herden. Die Herden werden haben am Bosch, die Herden werden noch verloren. Und so, dass wir noch gleich up. Gott hat geplant, dort aufzumerken, aber die Zeit wird noch gleich hier. Und so Jesus hält diese frühere Mal, wenn sie auf Glauben und so weiter. Das ist eine interessante Geschichte. Hör mal, was Paulus sagt.
wo Paulus de Heiden beschrift für Christus. In Epheser Kapitel 2, Vers 11, wo ich anfange zu lesen. Er sagt es dit. Vergeet nicht, je werden von der Tür uit als nicht-Juden geboren. In andere Woorden, von der Tür uit sei je buiten das Hak geboren. Buiten kannst tun, so zu sein. So er sagt, vergeet nicht, je werden von der Tür uit als nicht-Juden geboren. Und die werden von da, die durch Menschenhand beschnitten sind, die Unbeschnittene genannt. Und wenn ihr das wir in Weg von der Herden durchstampeln, wo wir irgendwann sagen, oh, die sind der Herr, die sind nicht Gott sein Volk, die sind von Büten, die sind unrein, die hören hier nicht an, die können nicht bei uns Zeug zu der nennen. Ich wundere, was das wird schaffen, wenn wir da bei der in Zehn haben und sagen, zu alle anderen Menschen, was nicht, alle anderen Menschen als bloß wie Deutsche, würde wir da sagen, wenn die hier vorbeigehen, dann dürfen ihr mit ihnen nicht leben. Ich meine, uns ist dann fremd, nicht? Aber das soll das dann wir. Und so, Paulus sagt, die werden aus Nicht-Juden geboren, die werden von da, wo da werden wir nach Rüt geschmissen. Die sagt, oh, welche, die sind von Jane. Die sind die nicht Beschnittene. Oh, die sind da, wo da nicht zu hier hören. Paulus sagt wieder in Vers 12, die werden dann ohne Christus, morgen dort ohne Christus. Und an Gott sind Volk wie fremd. Die werden von Büten. Und Gott sein Bund mit Israel ging nicht an. Oh Mensch, denk mal an, du hast ein Gebiet, du hast eine Stadt in der Welt, wo du kannst Sinnenvergebung finden, aber das geht dir nicht an, wenn du bist der rechte Mensch. Und so sei wir von Büten, und ging das nicht an. Er sagt, die haben nichts zu hoffen, und wir sind ohne Gott in dieser Welt. Wow. 5 Dinge, sagt er hier. Die sind ohne Messias, ohne Erlöser. Die gehören nicht zu Gott sein Volk. Die werden ausgeschlossen von Gott sein Bund. Die haben keine Hoffnung. Und die werden ohne Gott in der Welt. Und weißt du, Schwester, das sind eigentlich du. Das sind wir. Unless hier ist ein Jude. Ist hier irgendwo ein Jude? Dass du weißt, du bist ein Jude? Wir sind von dem Volk, was dann bitte tun wir. Wir werden verloren. Und so, wir haben kein Messias, wir gehören nicht zu Gott sein Volk, wir haben keinen Bund, keine Hoffnung ohne Gott in der Welt. Das Leben sieht noch dunkel da, nicht? Und so, das ist der Herden in der Welt. Und dann habe ich hier in Epheser, und die wollen mir noch einmal hier in so eine Dinge sein, aber weißt du, da sind gewisse Wörter in der Bibel. Die soll je in euch stricken. Und hier ist ein von den Wörtern. Ganz kartet Wort, 3 Lettern. Und das Wort ist Ober. Hier ist ein von den großen Obers in der Bibel. Nu stelt je voor, du stehst du bei Sima in der Verleib, en die Früde stof dan kreeg, die kleine kind stof dan kreeg, oder du selbst stof dan kreeg, en du rohrst en wirst gleich, en du hängere, die gehen über die Hirsch, der rechte Gruppe Menschen, du kannst nicht die Medizin kriegen, wenn du bist nicht so, sondern hast auch rechte kleine Hüt, oder du hast auch rechte Kleidie, du bist in auch rechte Land geboren, was immer der Lehrer ist, aber die kostet nicht nehmen. Und dann wird einmal, dann kommt ein Doktor und sagt, Ober. Er sagt, ich wollte dir anladen. Ich wollte dir aufmerken. Nu höre ich, was Paulus sagt. In Epheser 2, Vers 13. Aber nu ist das anders. Nu ist das anders. Nu sind die Christen. Er redet hier zu den Heiden. Er sagt, nu ist das anders. Die werden weit auf. Weißt du, die werden dort an ganze tun, die werden weit auf. Aber nu sind die durch Christus, Jesus, sein Blut, ganz non gebracht. Und weißt du, nu bei ihm ist der aufgegangen. Wer weiß noch, was passiert, als Jesus da am Kreuz starb? Was passiert in den Tempel? Der Gardin sagt die Bibel, der reiht von boven und zwei. Der wie bei einmal ob. Das wo das oben kommt. Jesus Christus ist gekommen. Der ist aufgeflogen. Die Sehnen sind losgefallen von der Wand, was da sehen, wenn die hier vorbei ist, dann wollen wir die tot merken. Und so Jesus, Gott hat geplant, die Heiden mit anzuteilen, bloß dort dir seine Zeit. Und so nu sagt Paulus, nu aber ist es anders. Ich will ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne Erlöser, ohne
Bund in dieser Welt, nu ist es anders. Und so heißt es, wir weit oft, nu sei ich dich beigekommen. Wo sei ich dich beigekommen? Weißt du, das ist die Stadt, wo der Teufel seine Fehlen Menschheiten hat. Wo sei ich dich beigekommen? Durch Jesus Christus sein Blut. Durch Jesus sein Blut. Nicht durch du, nicht, dass du nur bei einmal erreichte Menschen gehörst. Weißt du, ich weiß, wir sind hier nicht alle deutsche Lied, aber wir haben einen sehr, sehr großen Fehler gemerkt aus Mennoniten. Jeder Jahr in der Bibelschule frage ich meine Studenten, wer von euch ist abgewaschen mit dem Glauben, dass wir aus Mennoniten sind, Gott in der Welt das Volk. Und weißt du, das sind jeder Jahr hängen, was nicht gehen. Das ist 100% arg. Wir sind Heiden. Wir werden verhebt nicht mit angeteilt. Das ist bloß durch Gott seine Gnade, dass wir even mit angeteilt wurden. Und so hier ist das oben. Paulus sagt wieder, er sagt, Christus ist uns Fried. Er hat von den beiden Gruppen eingemerkt, also von den Juden und Heiden. Er hat von den beiden Gruppen eingemerkt, und die Wand durchgebrochen, die uns Frauen deed. Und zu dieser Wand, was die Juden abgebaut haben, die hat Jesus durchgebrochen. Dann sagt er Vers 15, und weißt du, Schwester, wenn die einen Vers wollen unterstrecken, für uns ist das ein sehr, sehr wichtiger Vers, Vers 15. Nun höre ich, was er sagt. Er sagt, Christus hat von seinem Fleisch das Gesetz in die Vorschriften aus dem Weg gebracht, dass er in sich selbst von den zwei einen neuen Menschen schaffen und dadurch Frieden schaffen. Was sagt er hier? Weißt du, Lied, der Ola Bund, das Gesetz, der die ausschließen. Weißt du, was mir einmal interessant ist? Dass wir aus Heiden, dass wir, was Gott mit angeteilt haben, das Gesetz, die zu sie sagten, und sie, du bist hier nicht mit angeteilt. Wir wollen dort Gesetz nur folgen, was uns ebenfalls ausschließen wird. Checken du mal bitte, wenn du nur denkst. Wir wollen gewisse Dinge von dem Gesetz mitnehmen, und das Gesetz wird nicht für uns. Das Gesetz wird für die Juden. Das Gesetz wird euch für die Heiden. Die Heiden werden ausgeschlossen. Jesus Christus muss das Gesetz erst in den Stich nehmen, für eigentlich können mit angeteilt werden. Und nu wollen wir trainen das Gesetz gehen und dort war er folgen, was uns ebenfalls ausschließt. Das ist, was wir fertig tun. Das ist, was die Feind will haben, was wir sollen tun. Und so zum lange Geschichte kort merken, Gott merkt es klar, dass er will die Heiden mit anteilen. Und dann haben wir die sehr interessante Geschichte, in Apostelgeschichte 10. Na, wenn ihr eine Bibel haben und die gleichen in die Bibel was zu zeichnen, dann schrift ihr über Apostelgeschichte 10, schrift ihr an, Axi mit angeteilt. Weil das ist die Geschichte, wo Gott redet zu Cornelius, den Römischen, den Head, der Soldat dort in Caesarea, den sieht Gott, schau mal Petrus holen. Und Petrus ist dort am Tag. Und die weiten die Geschichte. Und Petrus hat eine Vision. Und dort lernen, was darauf kommt, da sagt die Schrift, da werden alle Hunde Tieren, unreine Tieren von Jud. Und wir weiten, was das hier sagt. So unreine Tieren von Jud. Und Gott sagte Petrus, nun nimm mal den Maße und schlacht und ät. Du bist ja hungrig. Und dann sagt Petrus, oh, und Petrus sagt dann, was Gott ihr mal ruht, ja. Weißt du, mit das wir machen. Und so Petrus sagt, oh nee, weißt du Gott, ich kann noch näher was anderes gehen. Weißt du, was Petrus sagt? Petrus sagt, ich sehe ein Jud. Ich sehe ein reiner Jud. Ich kann noch niemals den Gesetz übertreten. Ich kann noch näher was anderes gehen. Und dann sagt Gott das. Und wenn ihr wollen, was unterstrecken, dann unterstreckt das in Apostelgeschichte 10, Vers 15, das letzte eng. Da sagt Gott zu Petrus, was Gott gereinigt hat, merkt du nicht unrein. Weißt du, was er hier sagt? Er sagt, weißt du was, Petrus? Ich habe John wohl gereinigt, ich habe ihn nicht mehr angeteilt, da du den nicht rückschmieden. Und das ist, was er sagt, von jeder einen von uns. Gott sagt zu Petrus, weißt du was, ich habe das heidnische Volk gereinigt, da du dort nicht unrein haben. Aber weißt du, wo ihn das so eine Vision bringt? Because Petrus, wenn ein Mensch hat, Petrus, die sagt, guck mal dort und Head, da wird nichts zu tun haben, nichts. Und Gott muss auf ein besonderer Weise Petrus sein, weißt du was, ich habe die beraten, zum nach den Heiden gehen. Because Petrus, wir so abgetrocknet, die Heiden sind unrein, die sind dort, die sind hingewohnt,
En daar går ik niet. Even hij als een Christ, even hij als Jezus, zijn, kunnen we zijn, zijn eerste apostel, hij had het klaar, dat de Juden weer in de raad hebben niet. En zo God muss op een bijzondere wijze Petrus zijn, weet je wat, go mal dorthin. En zo Petrus, wie gehoorzaam, wie weten die Geschichte, Petrus geht doorheen. En Petrus predigt het woord, nu hoor ik wat het zegt, dit is wat bij de Heiden passiert, dit is wat bij die passiert, wat eerst hingen tun sollten, en never door durch kunnen, dat is wat het nu zegt. Als Petrus deze woord nog reed, val de Heilige Geest over al die nu dat woord horchten. En weet je wat Petrus zegt in vers 47, in Apostelgeschichte 10, vers 47 zegt hij, kann irgendwer dat woord verbeiden, dat deze niet zo gedeupt worden, die den Heiligen Geest groot zo goud gekregen haben als wie? En weet je, dat zegt in de Geschichte, ich werde nicht alle lesen, aber Petrus hat 6 Juden mit, vielleicht zu Zeugen. Aber Petrus hat 6 Juden mit und die verwundern sich, die weten meist nicht, was sie denken sollen, dass der Heilige Geist auf die Heiden ist raufgefallen. Und Petrus sagt, wer wir die Taufen, die sind krank so nicht mehr angeteilt als wir Juden. Denk je mal an die Schwester, je werden gebeten, je werden uitgesloten, der wird tau, die Heilung verkräft, die wir nicht verjüngt. Aber nu ist Jesus gekommen und durch sein Blut, nu haben wir das aufgemerkt. Und nu haben wir den Heiligen Geist gekriegt, wir haben die Taufe gekriegt, wir haben die Kirche gekriegt, die Tüneste war, wie sind wir angeteilt. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Wie sind wir angeteilt? Gott sei Dank. Und so Gott wird nicht bloß der Heiden sein, oh, weißt du, wir wollen die auch mit anhalten, aber jemanden am Janusstuf setzen, oder jemanden auf Hodesteiler setzen, die Juden können auf Wege, und immer wir uns wollen feststellen, dort wird nicht so dort. Gott braucht die ganzen Herren mit den Heiligen Geist, mit der Taufe, mit der Kirche, die sollten Charakter hier führen, wo die Juden sollten. Ganz mit angeteilt. Gott sei Dank. Wir hatten die Geschichte, wo Gott Paulus berufen hat. Paulus bekehrt sich durch Versen. Und hij weer beroepen tot het evangelium naar de Heiden draaien. In Apostelgeschichte 13, 14 hebben Paulus zijn eerste missionsreis. En ik wens ik had tijd om de missionsreis door te gaan, maar ik wil niet buiten te zijn dat er weer een feuer tjoiten, waar het juist. En een feuer steht, daar waar het tjoiten juist. Er weer in Antioch, Pisidien, Iconium, Lystra en Derbe, die feuer darpa. Door juist in de tjoit. En dan kwam Paulus en Barnabas, ze hadden de eerste missionsreis vorig. Dan komen ze 3 naar Antiochien van Syrien. Er zijn 2 Antiochien in Apostelgeschichte, maar we eindelen. Antioch in Syrien, dat is van waar Paulus wordt weggeschickt. Antioch in Pisidien, dat is waar de eerste kerk is. En zo, dan komen ze 3 en dan zegt het dit in Apostelgeschichte 14, vers 27. Als ze door aankwamen, also 3 in Antiochien, van waar ze uitgeschickt werden, als ze door aankwamen, sammelten ze de ganze gemeente op en berichten alles, wat Gott durch angedaan had. Nu hoor ik wat zegt. En dat God ook voor de nicht-Juden, die der zum Glauben opgemerkt had. En zo hier weer de heidnische kerken had het hier gegeven. Paulus had die kerken angefangen. En nu weer de heidnische kerken, also in Antioch, in Antioch van Syrien, zoals het daar ook weer een aansluitende blitz aan. En weet je, dan komt de regering. En dan zeggen ze, oh, wie moet het kind wegnemen. Weet je, de Heiden weer het verlorene kind. Maar dan vangt God aan, zo te zijn. En nu werden ze met aangeteld. En nu komt de duivel, zo te zijn. Daarmee zeg ik niet dat de regering de duivel is. Dat ben ik erg schon. Maar nu komt de böse vriend en zegt, oh, weet je wat? Wie moet je wegnemen. En weet je, lied, dit is wat te veel van ons passiert is. In Apostelgeschichte 15, vers 1, da lesen wir dit. Dan kwamen gewisse mannen van Judea. Dit zijn Juden. Dan denk je in deze woont eerst. Dan kwamen gewisse mannen van Judea en leerden de Brüder, want je niet nur Moses zijn Ort beschnitten laten, kan je niet seilig worden. Nu denk je mal na. Mir denkt het nog zo klar als ik in 18 jaar zo jong weer. En ik vertel je veel zin nog waar ik me had bezien mijn baard, handje knijt. Ik juich mijn leven naar Jezus. En weet je, ik voelde me zo vrij. Ik kon meest krijg vliegen. Ik kon me nu doorleiden ons oos en ik had vrede. Ik had Jezus in mijn hart. Ik was zo vrouw. Maar weet je wat er passiert? Als er gewisse Brüder uit de kerk met mij durchwieren.
dann wie ich ein vertwijfelter Mensch. Ich weiß gar nicht, was Gott mir hat vergeben hat, dass ich auch wirklich alle Sinn bekannt hat. Und ich habe für Jahre gekämpft mit euch gebunden hat. Dat ik niemals klar had als ik heb luister wie, hat Gott mir heb vergeben. Da muss ich, weet je, da wir ein bisschen leer, dass wenn du noch irgendwo einen Sinn hast, was du nicht bekannt hast, dann wirst du nicht selig werden. Oder da wir so ein bisschen eine Idee, dass wenn du bei der Arbeit hast einen Fehler gemerkt, du hast dich vielleicht versündigt, hast vielleicht irgendwas anderes getan und du stirbst du, ohne dass du das hast bekannt, du bist nicht selig. Und weißt du, Lied, und ja, die Last, und ja, die Käd, und wie sagen erst das Leid, und Dankeschön, Jacob für den Zeugnis, aber wie sagen das Leute, wo die Käden sind gesprungen, die Käden sind los. Und weißt du, was der Feind will? Das ist, wenn du dich bekehrt hast und du bist Frau im Herrn, dann will er einen Mensch brücken. Vielleicht deine Familie, vielleicht die Kirche, vielleicht unsere Predigers. Aber jemand will, den Feind ist kein und wem, aber er will jemand brücken, wo die was sagen, oh, weißt du Gott, du musst noch das haben. Oder du musst noch dort haben. Du musst noch Jahn haben. Weil es verändert du an Jesus Leben, aber da musst du noch zur anderen Kirche hören. Ich will dir einig sein, ich weiß, das ist mein Anfang von der Arbeit hier, und ich kann noch nicht viel erreichen, um die Dinge zu sein. Aber einig will ich dir sagen. Wenn je ever rausgehen in diese Kirche Menschen sein, wenn du was selig war, musst in der Lebenswasser, dann wünsche ich, das will ich nicht sagen, weil ich da Mensch, aber dort soll je niemals, ever über jene Lappen lassen. Erlösung ist nicht in dieser Kirche. Erlösung ist in Jesus Christus. Na, wie hat Jesus hier, Gott sei Dank, wie wollen Jesus hier haben? Aber weißt du, da sind dann Menschen, die kommen sein, oh, weißt du was, da musst du noch diese Kleid die anhaben, oder da musst du noch Terminegruppe hier, oder wenn du nicht so getauft bist, oder wenn in der Liste ist, ohne ein. Was Menschen, die wollen sagen, okay, weißt du, musst noch das haben, du musst noch dort haben. Und weißt du, dass ja viele Menschen, die gehen in Gebundenheit Raum, because sie glauben nicht wirklich, dass Jesus ein ganz Rat hat. Sie glauben immer noch, dass ich noch das tun. Und weißt du, das mich nicht arg verstehen. Ich sage nicht, dass wenn wir gerat sind in Jesus Christus, dann können wir so leben, als wir wollen. Weißt du was? Wir sind für Gott gerat, für seine Recht, zum Veranschaffen. Aber das rat ich never. Du schaffst für Gott, wenn du gerat bist. Und so hier kommen diese jüdischen Männer. Und weißt du, der ganze Galaterbrief ist wegen das geschrieben. Und Paulus, der fährt wegen das. Lass mich mal lesen, was Paulus sagt. Weißt du, in Apostelgeschichte 15, wir haben nicht Zeit, um die ganze Geschichte durchzugehen. Aber du sagst, dass Paul und Barnabas hatten nicht in geringer Fett mit diesem Lied. Und das will ich erst sehen. Als die Regierung kam, das Baby war holen, er ist 2 Jahre jung, dann würden wir als Menschen, die da am Hof dran sind, wir würden gehen, wie der Stand sein, noch sehr lang nicht. Das ist, was Paulus steht. Diese jüdischen Männer, die kommen, die wollen die Heiden bringen, die wollen in der Heiden sein. Und weißt du, jemand noch jemand noch Juden wollen, jemand noch das mosische Gesetz annehmen, so wieder. Und Paulus steht ab und er sagt, nee, so ist es nicht. Und er fährt ohne ihn. Und dann sagt er das zu der galatischen Kirche. Er schrift Luther für einen Brief. Weißt du, diese Kirchen, die werden in der galatischen Gegend. Und so er schrift einen Brief. Und dann sagt er das in Galater 2, Vers 4 und 5. Er sagt, aber die falschen Brüder, die sich geheim geschlägt haben, nu horch, was er sagt, unsere Freiheit in Jesus Christus auszuforschen. Und die uns waren Gesetz versklaven wollen. Und dann horch, was er sagt. Das ist ein von meinen Lieblingsversen. Dann sagt er, für die haben wir ab kein Weg neu gegeben. Für die haben wir ab kein Weg neu gegeben. Paulus sagt, ich habe gefährt für was? Für was habe ich gefährt? Hier ist für was er fährt. Dass die Wahrheit im Evangelium für jünd stehen bleiben wird. Was ist die Wahrheit vom Evangelium? Was ist so wichtig, dass Paulus fährten dafür, er reist nach Jerusalem, sie hat die erste Bruderschaft in Jerusalem sein, wo sie entscheiden, die Herren, die waren nicht brücken, die jüdische Gesetz annehmen. Und so Paulus kam zurück mit einem Brief von der Hingerfub von der Jerusalemschen Ältesten geschrieben, dass die Herdenbrücken nicht das jüdische Gesetz annehmen. Und so, nun sagt Paulus hier zu Ende, ich habe gefährt, ich habe nicht eine Stunde nur gegeben. Dort die Wahrheit von dem Evangelium für jeden Wort bestehen bleiben. Weißt du, das ist mir wichtig, wenn Paulus hier hat beigegeben, wenn Petrus hat beigegeben, dann muss wir von den Juden werden, zum selig werden. Aber Paulus hat fährt jeden. Weißt du, was die Wahrheit von dem Evangelium ist? Paulus gibt uns eine Antwort
In Epheser 2, Vers 8 und 9. Na, hier haben wir das Evangelium sozusagen in der Nähtenschau. Er sagt, die sind durch Gott seine Gnade gerat. Willst du glauben? Dort ist nicht durch jene Worte. Morgen, Geschwister, Wort Gott sein Wort sagt. Er sagt, wir sind durch Gnade, durch Glauben, nicht durch unsere Worte gerat. Dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht uit Worten, sondern keiner unsere Kraft sich selbst zu loben. Das ist die Wahrheit von dem Evangelium. Und so Paulus steht ab für die Wahrheit, dass die Rettung kommt durch Jesus und Jesus allein. Und Paulus ist willig zu feten, rein uns Gott sein Tod für diese Wahrheit. Und weißt du, Schwester, ich als ein Prediger in dieser Gemeinde, ich will dort vernehmen, dass ich will für jünd anstehen für die Wahrheit von dem Evangelium. Dass wir nicht hier Bogenbrücken rankommen, dass wir die Wahrheit haben, dass wir das Evangelium durch Jesus Christus haben. Hörst was Paulus sagt in Galater 4, Vers 2, sagt, ich, Paulus, sei jünd, wenn ihr jünd beschneiden lassen, dann halt jünd Christus nicht. Dann sagt dann wird wieder auf, Vers 4, wenn ihr durch das Gesetz wollen gerat worden, dann habt ihr jünd von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. Und weißt du, Schwester, ich befürchte, dass viele von unseren Menschen, die haben Jesus angetuscht für sich selbst. Jesus angetuscht für meine Worte. Jesus angetuscht für was ich kann. Viele von ihnen haben das Papier in ihren Bulletins. Und ihr habt vielleicht gewundert, was das soll. Hier sind diese Verse oben von Epheser 2, 8 und 9 in Feuer sprechen. Diese will wir ihnen meine Hüs geben. Das will ich ihnen meine Hüs geben. Die können die so taub leiden, als die wollen. Dort die Tüß und den Fritz nehmen. Dort in die Geldtasche nehmen. Lehrt diese Versen auswendig. Und wenn immer der Feind nach ihnen kommt und sagt, oh, weißt du, musst noch das tun, du musst noch dort, du musst noch gern tun, dann hol die Wahrheit über dir und dann sagst du, no, Gott sein Wort sagt, ich sie durch Gnade gerannt, durch den Glauben, nicht durch meine Worte, durch Jesus Christus. Und so ich will dir Mut merken, dass ihr diese Versen auswendig lernen. Weißt ihr, wo ihr eine Lehre ist, aus den Gedächtnis rausziehen? Mit einer Wahrheit nehmen. Wie kriegen eine Lehre hier raus, mit einer Wahrheit nehmen? Und so ich will haben, die sagen, die wollen diese Feuerbotschaften, die ich predigen, und ich gute Nachricht, jeder Sonntag will ich ihnen diese Versen geben, verschiedene Versen, aber für den nächsten Weg, weißt ihr, wo ihr denkt, von ihren Kopf und ihren Worten anzudrehen? Met hem dat uitwendig leren, met hem overdenken, met hem overkijven, op een Seite zu meditieren. Und so, wenn wir an das denken, und wenn du kämpfen hast in deinem Leben, und du bist vielleicht gebogen mit gesetzlichen Dingen, du hast die bekehrt und du wirst so froh, aber nu sind du der Familie gewesen, nu ist du selbst gewesen in deinem Leben, und die haben dir gesagt, oh, du musst noch das haben, musst noch das in die Hand, und du hast es gelebt in deine Freiheit in Christus, das ist gut. Dann kommt drei. Dann nahm Gott seine Wahrheit an. Weißt ihr, was Glauben meint? Glauben meint, dass wir bloß einfach mal Gott sein Wort nehmen, so es sagt, und Dankeschön sein, oh, Dankeschön Gott, so ist das so ist es bei mir. Das ist Glauben. Wenn du an das, was du glaubst, als an Jesus Christus für Erlösung, dann bist du nicht eine Person, die an Christus glauben hat. Weißt du, an Jesus glauben, es meint, dass wir verloren uns am Arm, wir vertrauen am für die Erlösung. Nicht an uns selbst, nicht an sich Zeug. Und so ich dir sage, dass niemals, ever irgendwo so ein Schien geben, dass hier ist das so, hier ist die Erlösung, und das wird nicht. Wir wollen lieber andere Zeug sehen. Wir wollen lieber für die beten. Wir wollen lieber die Mut merken, wenn die predigen auch das Evangelium. Das ist bloß eine Stelle, wo das Evangelium gepredigt wird. Wir wollen klar haben, Jesus ist unser Erlöser. Wir wollen abstehen. Ich weiß nicht, wo du von dir bist, aber du bist das Kind von dir. Some von uns sind vielleicht in der verlorenen Städte in unserem Leben. Wir sind noch niemals von Jesus gefangen worden. Wir haben noch immer jeden gestiepert. Wir haben uns noch immer verstärkt für Gott. Von der aus der Tag, wo du kannst zu Gott kommen, Gott segne dich. Vielleicht bist du dort verlorene Schub, aber weißt du, der Führer jetzt, die hängen ran. Der hat den 99 dort Tacheln und der segnet dich. In der Schrift sagt, was nicht abgeben, was er die gefangen hat, was er die im Schulterschlag in die Haus bringt, und dann wollen wir fast haben. Vielleicht bist du da. Blut die Fänge. Vielleicht bist du das Kind, was gefangen ist.
Und weißt du, hast nur eine Party. In dem Himmel ist eine Party, sagt die Bibel. Für jeder Mensch, was gefangen wird, was Gott fing, das ist eine Party im Himmel. Die Barbecues werden eventuell geholt, die Engel holen some steaks, well, whatever. Und so, da hast du eine Party. Vielleicht bist du dort kennt, was die Regierung wahrhaft wahrgenommen. Du hast Jesus gekannt. Du gibst die Jesus an, aber die Religion, die Tradition, whatever, hat die drei gebaut. Menschen haben gesagt, du musst noch dort haben, musst noch dort haben. Deine Freude in Jesus ist weich. Du hast keinen Sieg in deinem Leben. Du versiegst, aber du hast gleich die Kraft für Gott leben. Und du bist nicht dort kennt, was wahrgenommen ist. Und du hast dich wieder lohnt. Jesus will uns frei machen von dem. Und weißt du, das Wort hat Jesus sagt in Johannes 10, er sagt, wenn die Sehnsucht frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Morgen dort, er sagt nicht, wenn ihr in Salz frei macht, er sagt, wenn die Sehnsucht frei macht. Er sagt in Bett, euer sagt er, das Wort hat, was ihr frei macht. Dieses Wort hat, was ihr frei macht. Gott sein Wort. Nicht, wenn ich das hier auf das Papier habe. Aber wenn wir Gott sein Wort bleiben, dann macht uns frei. Und die können wahre Frau sein, die können wahre pflegen. Weet je, die dag waar ik er eenmaal voeten kan, dat God hat mich wirklich vergiftet. Und ich brücke euch immer rumgerufen in mein Leben sein, ist da vielleicht noch ein Wort, was Gott nicht vergiftet hat. In Christus, die ich uns vergiftet, was mir dort mal klickt, dann kann ich wieder fliehen. Und du kannst auch. Als Gott seine Gaude nodig, bei dir eine Gaude nodig. Er hat die Teufel dabei gestellt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Kraft der Band, wir danken dir für die Wahrheit. Und Herr, wir danken dir für, dass du hast uns gefangen. Du hast uns als Helden mit angeteilt. Herr, wir werden für so viel Jahre von beten. Aber nu sagst du, wir sind dich beigebracht durch das Blut Jesu Christi. Und Herr, du kannst jeder Hort hier von dir. Und du weißt, wo wir uns befinden in diese 3 Stunden. Vielleicht sind wir noch ganz verloren. Dann freue ich, dass der Heilige Geist würde die Person schaffen, dass du überstreichen. Vielleicht sind wir gefangen, wir fliehen von dir und wir haben eine Party, dann Gott sei Dank. Vielleicht sind wir von dir, was ich kann, was ich bin. Wir haben mal geflohen. Wir sind mal in der Party gewesen. Wir sind mal gefangen worden. Über Religion und Tradition und verschiedene Dinge haben uns wieder gebunden. Dann freue ich von dir, dass du die Ketten aufschneiden. Halb uns, Herr, dass wir dein Wort, wo du sagst, dass du hast uns geraten durch Gnade und durch Glauben und das ist ein Geschenk von dir. Nicht unsere Worte. Herr, halb uns dort wirklich von Worten zu glauben. Wir beten das in Jesus' Helden.